wunderschönen Morgen. Nur dem, dass wir ein kleines bisschen Schnee gekriegt haben, wie dann sage ich gleich, wir haben nicht so viel Schnee gekriegt, als es stets viele Städten haben. Aber wir haben jetzt einen Verschmack gekriegt, wir wissen, was hier war, aber der Winter wird sein. Ich würde fragen, ob ich in der Bibel wollen aufmerken, in Nehemia Kapitel 1, Vers 1, da ich auf. Ich habe mir diesen Aufschnitt gewählt, wenn es wird mir am Hort liegen wird. Und ich dort lesen da, ich würde dort lesen da, weil ich geschrieben was zu sagen, was ich habe noch Fächer von dir reden, aber mir kam zu viel der Herr, der Meier und Meier, Dollar und Dollar leicht mir am Hort zu beten für unsere eigenen Menschen. Was ich meine mit unseren eigenen Menschen ist, mit Menschenlied, wird von der Salzia Hintergrund sein, wo du und ich von herkommen. Ich glaube, jeder einer von uns, wenn ich reich bin, mussten so sein, aber nicht hier sein, von der, aber nicht von unserem Hintergrund sein, von der Hintergrund, aber ich glaube, die meiste sein. Nicht von der Salzischen Kirche, aber von hauptsächlich den Salzischen Glauben oder Nicht-Glauben. Was ich mir liegt dort am Hort, an dem dort wir sind lang in Bolivien gewesen und mit dem Mennoniten geschafft dort. Und wie es wieder gekommen sind, der Herr hat die Bürde noch nicht wahrgenommen von mir, für die Mennoniten dort. Wir beten, und ich weiß, wir dauern hier in der Kirche, wir beten für Gott, dass er eine Erweckung schenken. Mehr ist bloß hier in Dorf eine Person oder ein paar Personen wählen und ein paar Personen zum Glauben kommen. Aber dort die wirkliche Erweckung ist, wo Menschen aus einer Gruppe oder Kolonien, wo die wollen mit einmal das Anseinen, wo sie sagen, und dann wird ich schreien nur Gott. Weil das Werk, das letzte paar Werk hat da eben gebeten, ja, wundert, was soll ich anreden, was uns wirklich kann helfen, und was uns helfen kann, zum seinen Wort Gott wirklich haft, und was wie daunen kann, was du und ich daunen kann, Menschen, dass die Klarheit kriegen daunen. Ich freue mich, dass ich hier und da von Menschen, die zum Glauben gekommen sind, weil ich zufrieden von jemand haben und sehe, dass seine Frühe haben sich bekehrt, die werden hier von Thameswell. Und gestern rede ich nochmal eine Person, die auch sagen, dass hat sich bekehrt, sie werden von Bolivien gekommen, sie wohnen in Thameswell. Krijgt in de Salzia. Ik geloof, dit is bij man kannte sich gar nicht. Und dat hij weer zum Glauben gekommen, hat sich bekehrt und hat die Programme, diese Programme horchen und so weiter. Und so, hij will haben, wir wollen top kommen und dann will er mal vertellen, wo er seine Früh wieder zum Glauben gekommen. Von Mexiko haben nahezu Menschen immer mehr kommen die Tod von uns und lassen uns dort weiter sagen, wo Frau sie sind, wo sie dem Herrn dann noch fallen, wo sie wachsen dann im Glauben und was verjährt uns sie haben. Das ist eine Person, wo wir gestern mit reden. Ich hatte noch nie gesehen, apparently kann mir ein Bett von Bolivien, hat mir eine Stimme gehört und so weiter. Weil ich sehe, weißt du, was ich sehe, wenn du zum Glauben gekommen bist, ich sehe fatal Menschen davon. Sie nicht still davon, sagte, weißt du, was man sagte, wenn andere Menschen wären still davon, sagte, würde niemals sich zum Licht gekommen. Sagte, das wäre jetzt der andere Menschen, die fatal sind, wo sie wären zum Glauben gekommen, und das wurde am Eck von der zum Glauben sein. Und wir sind ganz klar, dass das wir seine Abgabe, dass andere Menschen dort vertalen werden. Und ich bin mir überzeugt, dass ich wirklich gesagt habe, dass eine Erwartung oder die Kirche, wenn ich sage, die Kirche, dann meine ich die Gemeinde Jesu Christi,
Want die wussten dat om wat auf eine Frucht zu bringen oder auf eine mehr Frucht zu bringen, als die was so weit habt. Das hängt oft von was du und ich, als Gott sie nicht kennen, was wir tun. Weet je, want wie würden dat weten, dat we eenmaal morgen oder deze berg sometime wordt de Herr Jezus komen en hij wordt ons gewacht nemen, oder dat wordt dat eng zijn van mensen die geleden hebben. Wat würden wir doen? Ich glaube, wir würden vielleicht gewisse Dinge anders tun, was wir nu tun. Okay, so viel von dort. Weil wir mal gehen nach Nehemia Kapitel 1, Vers 1 bis 8. En ik wil gaan dat we wel, während ik dit lezen doe, de laatste paar Werke habe ich besonders gelesen, nicht mal bloß das Aufschnitt, aber Natschef Meier von Nehemia, und noch zweite Chronik in das Buch Esra. Und das ist sehr, sehr interessant, weil wir was weiter von Israel, was passiert ist, wo Gott arbeiten hat, auch in uns Leben und so weiter. Das ist sehr interessant zum Lesen. Ich wünsche, ich kann das alle, was der Herr mir gewesen hat, dass ich alle kann mitteilen, aber das kann ich nicht von ersten Morgens. Wie ich das lesen da, weil wir unsere Ohren und unsere Gedanken aufhaben, uns Wort aufhaben und sein, was wir hier empfangen. Wir wollen sein, was Nehemia seine Einstellung wäre, und wo Gott den Wach aufmerken wird, und wo Gott in Mount, so Nehemia, was einer von den Juden wir, und was er ein Hort hat für die Menschen, was er alle, was für eine Gefangenschaft angenommen wird, freigekommen nach Jerusalem, etliche davon, und so wieder, was er Zustand wird, und so wieder. Er hat wirklich ein Hort. Und weil wir mal sagen, wo Gott da tolle und wo Gott am Brücken deit. Und wo Gott, weil wir das wollen sehr dicht bestudieren, dann sagen wir dort, wo Gott eben ungläubige Menschen, Kings und so weiter, keines Brücken deit, und wo die zum Sinnplan verfallen. Weil die Gott ist gar nicht bloß aufhängig für gläubige Menschen, er hat ungläubige Menschen Brücken. Okay, Nehemia Kapitel 1, Vers 1, das sagt, das ist Nehemia, Hachalja, seine Geschichte. Das passiert an dem Monat Kislev, an der 20. Jahr, als ich an der versicherte Stadt Susa war, sagt Nehemia. Dann kam Hanania, einer von meinen Brüdern, mit einem Mann von Juda nach mir, und ich frug an, wo die ewig gebliebenen von den Juden, die dort ging, wo nicht in der Gefangenschaft verschleppt werden, und wo Jerusalem dort ging. Er wusste, dass wir zurückkommen in Jerusalem, aber er sagt, wo steht er mit dir? Und sie sagten zu mir, der wird mit dem Leben davon gekommen und aus der Gefangenschaft zurückgekommen sind. Sie, da habe ich zwei, die werden etliche, die werden geblieben in Jerusalem, wenn sie noch in der Gefangenschaft angenommen wird, und nun auch die, die werden zurückgekommen, leben dort am Land in ein gerautet Anblick in Schand. Der Staatsmeer von Jerusalem liegt durchgebrochen und die Pforten sind verbrannt. Als ich diese Welt hielt, sah ich mich dort und hielt und trüht deren lang. Und die Fasten und Beten für den Gott am Himmel. Das war, was Nehemia wie sie das hielt. Und seht, Oberherr, du Gott im Himmel, du großer und gefährlicher Gott, du stehst treu zu deinem Bund und zu denen, die treuhätig Gott sind und deine Geboten halten. Lass deine Ohren doch herhorchen und deine Ohren aufsehnen,
dat du dienen deiner zijn gebed herrscht. Wat ik voor die dag en nacht verdienen deiner, die aan Israël beden dou. Ik bekan de Israël ihre Sünden. Bitte möcht, woher beten dat? Ik bekan de Israël ihre Sünden, wat wie aan die gedaan hebben. Ik en mijn vaders, zijn familie, haben ook gesündigt. Wir haben die Weise angedaan, wie wir die geboten Anordnungen und Erreichten nicht gehorcht haben, was du durch dienen deiner Moses angeordnet hast. Denk aber doch an die Welt, was du zu dienen deiner Moses sagen deit. Wann je mich anzuwaren, weil ich manch de Völker verstreuen. Wann je aber drei noch mich kommen und meine Geboten holen und befallen, dann will ich auch, wann je verspreit sind, was am eng vom Himmel, geht doch von dort top lesen und geht nur die Stadt bringen, die ich uitgesagt habe, dort mein Name dort wohnt. Sie sind jedoch deiner und dein Volk, was du gerat hast, durch deine große Kraft und deine starke Hand. Aber Herr, lass deine Ohren herhorchen, nur dort Gebet von denen deiner und ob die Gebete von denen deiner, was deinen Namen fürchten. Und lass ihnen deiner dort von der gleichen und gef am genot für diesen Mann, die dem König dort trinken und schenken deit. Was so weit für nur Gott sein Wort zu lesen. Das wäre Nehemia. Klein bisschen checken noch, was Israel wird an Gefangenschaft genommen, ungefähr ein Jahr 587 vor Christus. Bitte eine kleine Gruppe, was da blieben deit. Wann wir würden sein, was passieren deit, wo Jerusalem vernichtet wird, und wo die Menschen waren zu Tod gemerkt, da würden wir sein, da wird uns dort Jerusalem. Wir können vielleicht noch denken an Hitler, was Hitler deit während dem letzten Weltkrieg. 6 Millionen Juden mussten ihr Leben geben. Weil die Bibel sagt dort, ich wollte das nicht auch lesen, aber die Bibel sagt dort, dass wenn Gott die Israel leid ankommen oder die Stadt verdorben, dann leid Gott dazu, dass Männer, Frühes, Mittleres und Junges und alle Menschen, auch junge Menschen, werden durchgemerkt. Jämmerlich durchgemerkt. Woran wir dort? Da wir durchgekommen, dass Gott das nicht mehr anseinen können. Wahrer und wahrer hat Gott durch Propheten immer dort loten hören, immer gesagt, was sie sollen tun. Aber sie deuten nicht, sie gingen immer frisch da, haben die Propheten dort, und sie wieder, da wird der Prophezeiung deuten, und sie wieder schließlich kommen auf das Tor, dass Gott bloß verdorben, dass wir noch, wo soll ich sagen, place of no return. Aber dort was passiert während das Jahr. Im Jahr 538 vor Christus, so wie 51 Jahre später, schickt Cyrus eine Gruppe von Menschen, ungefähr wie 50.000 von den Juden in Jerusalem, dass sie den Tempel bauen sollen. Dennoch war es interessant, Gott gab den König dort an, dass er das wurde tun. Ich wollte nicht viel von reden, aber dort wurde das passiert. So, die kommen drei. Und Zerubbabel baut den Tempel ab.
Ezra bracht das Gesetz 3 Jahre für die Juden. Und dann frisch anfangen, das Gesetz zu brücken. Und Nehemia wird dann wo das die Weine ranbühen, dort wo wir sein, das würde sich verhandeln hier. Aber die werden dann die 50.000, wo der König von Babylon freischaffen und dass sie können den Tempel bauen. Aber wir können aber die Geschichte betrachten und wenn wir das lesen, dann sehen wir dort, wenn es die Wein wir alle durchgebrochen und alles wird verbrannt, der Tempel wird verbrannt und dort alle Gerätschaften, alles wird verbrannt und so weiter. Weil wir klein was davon lesen hier an 2. Chronik Kapitel 36, Vers 18. Ich wollte 19 noch lesen, 19 und 18 und 19. Da sehen wir, was von Wort da passieren wird. Das sagt, und Nebuchadnezzar leidt auch all dort Tempelgerätschaft, dort Grote und dort Kleine, und dort Tempelkapitol, in dem König und seine Regierungsbeamte Kapitol nach Babylon bringen. Sie verbrannten auch das Gotteshaus und reiten die Staatsmeeren von Jerusalem durch und schmeiten an alle prachtvolle Häuser Feuer an, sodass all dort wertvolle Gerätschaft vernichtet wird. Der letzte Anwohner, wird dem Kampf überlebt haben, leidt Nebuchadnezzar nach Babylon wegbringen. Dort mussten sie in seine Nachkommen aus Sklaven dienen, was der Perser, König, der Übermacht gekriegt hat. So, sie haben klein bisschen was passieren dort. In diesen Umständen war der Tempel gebaut. Wir fragen uns dann, was hat der Wand so viel zu bedienen? Weil je zu der Zeit, und ich muss staunen, wenn ich studieren, da war frisch, dort wir nicht mal bloß große eine Wand, das wie eine Wand handeln. Dort wir eine Wand, die da ein paar hundert Schau breit wäre, dick wäre, und 100 Schau hoch. Da wäre eine ziemlich große Wand. Dort wäre eine Wand, und dann hat die Wand, die hat 12 Purtenband, 12 Haksband. Aber dort waren alle verbrannt, die Wand war durchgebrochen, und die Wand wird dort zum Ende protecten. Weil je von der Tag mit den Rockets und all dort, was sie haben, so eine Wand wird kein Sand haben mehr. Zu der Zeit wieder Protection, weil sie dort nicht hatten, dann wussten sie, die Enemies, die Jäger, die würden nicht kommen. So, dafür durchgebrochen an diesem Umstand war der Tempel dann gebaut. Und was wir dort lesen, dann von ein Ezra, wo dort passieren, dort war wir ein sehr kämpfervolles Leben. Und dann, in diesem Umstand, dann kam Nehemia, und dann sagt Nehemia, er redet dort ein paar Mana, das sagt dann Vers 2 in Kapitel 1. Dann kam Hanani, einer von meinen Brüdern, mit einer Mana aus Juda noch mir. Diese Mana, die kommen daher, dann frug er, sagte ich frug an, wo der Übergebliebene von den Juden dort ging, wo nicht an der Gefangenschaft verschleppt werden, wo Jerusalem dort geht. Und dann sagen sie dort, es sehr schlimm dort. Und sie sagten zu mir, in Vers 3, die wird mit dem Leben davon kommen, in die Gefangenschaft zurückgekommen sind, die 2 Gruppen, leben dort am Land an ein gerautet Anblick in Schand. Der Staatsmeer von Jerusalem liegt durchgebrochen, und die Pforten sind verbrannt. Wie es Nehemia das hier, und was für Lehre sein Volk wir, was das heißt. Was da wie was hier dann, was da, wo wir schließlich nicht mehr tun können.
Ich will aber unsere Gedanken richten noch, was tun wir, wenn wir hier, wo unser Hintergrund von Menschen, unsere eigenen Mennoniten, wo wir von kommen, dann, wo die da kommen. Und was für, wo leben die? Weil ich nutze das, vielleicht 2 Wochen 3. Dann hier dann schreibt einer mir an WhatsApp, was passiert wie ein Missionar, der schafft am Südenport von Mexiko. Ich war der Kolonien, dort ich sage, wenn eine von den Kolonien, da wir hier als Missionar, und wohnen da, das sei eigentlich 3 Stunden von dort, in einer anderen Kolonie. Und mit einmal ein Campus in den Haus gekommen, und der Mann, der holt Stall, und op de gas en vrouw reden met hem en zo weer. En anyway, dan schreef hij daarvoor op de haven op en zei te hem, zij zal alles uploaden, al ihre Meubeln, alles uploaden, weil wir mitführen, wir wollen die hier nicht in der Kolonie haben. Weil das Missionar sagt, wenn jeder hat im Sinn haben, da wo jeder machen dann. Sagt er, ich wollte das nicht uploaden, aber bitte, bematten mir, das soll helfen. Anyway, lange Geschichte, Kurt. Sie führen am ungefähr 3 Stunden von da war ich, verschiedene Dinge passieren, nach wie sie da dann bei Tisch kommen und so weiter. Aber das Mann sagen, wir haben die hier weitergeführt, wir haben die nicht getan, haben die Familie nicht getan, aber sagt er, denk daran, da nicht noch einmal herkommen. Sagt er, wenn du noch einmal herkommen, sagt er, da wollen andere Menschen die abbringen. Jemand, oder ich liebe es mal dort zu sagen. Ich glaube, wir in diesen Mannen nicht bitte sagt, die am da weich bringen dein. Ich glaube, sie deuten dort, was am gelehrt wird, was sie glauben, was da gut wird. Sie wollen nicht irgendwas anderes lesen, sie alle blieben wieder, was sie gelehrt haben, weil sie auch nicht weiten, dass sie ganz anders gelehrt sind. Aber ich will glauben, dass der Mann, der deuten vielleicht dort, was sie glauben, was erreicht wird. Was kann ich tun damit? Bitte der Mensch, der seit einmal ein Gott sein wird, dass das als anders als sie gelebt haben. Eine Cocktail-Area sagt zu mir, dass er sei viel, weil ich war nicht genommen sein. Der viel CDs merken mit den diese Programmen, dass viele Menschen kommen zum Glauben und viele Menschen haben an solche Fund, die werden sagen, dass sie zum Glauben kommen. Das Mann, man kriegt ja, es ist der älteste da und sagt er soll abhören mit dort. Sagt er, du machst jetzt viel zu viel Trouble am Darb. Und sagt er, du wirst jetzt alle abnehmen, was du hast, das Studio, was du hier hast, mit all dort, wo du das CDs merkst, und so weiter, wirst du alle abnehmen. Sagt er, wenn du das nicht willst abnehmen, alle, sagt er, dann wollen wir die Mafia, die Herrschaften, und dann wollen die abnehmen. Und dann wird das abgeräumt sein. Das Mann sagt, die würden aber nicht wirklich. Dann sagt er, prob dort. Sagt er, wenn du dort nicht willst abnehmen, wie wollen der Mafia, sagt er, wir haben dir das gesagt, du willst abnehmen, aber früher sei das nicht. Er sagt, Gott, hat mich beschätzt. Weißt du, Schwester, da sind wir Menschen, wo wir verbeten, dann Menschen von unserem Hintergrund, wo wir kommen da raus, wie wir Kriegsaus dort. Vielleicht nicht in alle Werkzeuge rein, aber weißt du, ich dachte auch, dass ich recht mit Menschen aufseid, den Menschen nicht Leute zu mir reden, von wo Menschen wirklich können zum Glauben kommen. Was tun wir? Wir beten. Wir beten, dass Gott die Menschen soll abwirken. Weißt du, Schwester, ich glaube, wir sollen viel mehr als dort tun. Weil wir mal was sein, was Nehemia tat. Nehemia tat erstlich, dass er forscht, was die Umstände wären. Das wird das Erste, was er tat. Diese 2 Männer, sagt ein Bruder, der Männer von Israel, die kommen dahin. Dann fragt er, wo die sich durchstoßen. Weil die Nehemia, der hat eine Arbeit. Den kann ich,
die wir verantwortlich den König sein Drink anzugeiten und zu schmecken. Da wir mehr als bloß den Drink angeiten. Weil da wir so zu der Zeit, die dort verantwortlich wir den Drink anzugeiten für den König, den Wein anzugeiten, der muss den schmecken. Warum? Fall, dass man einmal verjagt wird, und dass jemand den König will dort machen, dann muss er sein Leben aufs Spiel setzen, dass er der wird dann sein Leben verlieren. So, er hat eine sehr wichtige Arbeit, und er wird nicht mehr groß von der Arbeit weggehen. Dort wir anders wollen, wie bloß uns Job abgeben für da, und wir gehen noch eine andere Arbeit. Trotzdem, dass er wisst, er hat eine sehr wichtige Arbeit, und wir vielleicht allmählich verarmt, dass er wird können dort verloren, bet er zu sein Gott. Hörst mal, was er deed. Erstlich nahm er kreeg je die Information. Zweitens sei wieder Nehemia fasten deed in beden. Wollen wir mal falsch Feier noch einmal lesen. Auch sagte sie, wie es hier von Israel kommen deiden, Zadok Midol hield en trud. Wat meint dat? Wat meint dat wanneer hij zei dat hij hield en trud? Dat meint hij feilt met zijn breiden, met die wat aan Israël weer. Zegt hij hield über die. Wat werken dan doen ik healen en beden voor de mensen, wat we zeggen, wat er niet weten willen van God zijn woord. Wat werken, zaten we ons dolen, healen en beden over de mensen. Wat je dat is meer als bloos zeggen, herhaalt die, check die erwartung. Dat is veel meer. Hij zegt, ik hield en treur. Jarenlang, nicht mehr bloß ein Tag, jarenlang, was er nicht andere Zeit als bloß beten und trüben, dass er Gott seine Attention will kriegen. Und dort, und die fasten, er deit ab hier mit eten und beten für dem Gott im Himmel. Dort wird das Erste, was er deit. Geschwister, ich glaube, wenn wir dort deiten, wir das brauchen deiten zum Beispiel, wat Nehemia deed, ik geloof we worden veel later dingen doen zijn. Wat God voor doen maakt als mensen. En we kunnen dat zeggen am ganzen, niet bloß am ganzen Menschen, aber ich glaube specifically für de reden von den Menschen, wo wir von Rüt herkommen doen. Hij zei zich dolen, hij beet en hij fasten. Hij weer om te doen wat Gott doen. Gott, sei mir mal, wat ich zu doen habe. Und seht, und dann, wie sie dort schaut, dann sagt er, und seht, Oberherr, du Gott im Himmel, du, der große und je fähigste Gott, du stehst treu zu deinen Bund und zu dir, die treuhartig Gott sind und deine Geboten halten. Wir können immer drei schlagen, wir können sagen, dass Nehemia best korrekt wird, dass alles geworden gesagt sein wird. Nehemia wird gut bekannt mit was Gott zu tun hat und was passieren wird in Israel, was Gott geplant hat, was Gott sein Plan wird. Nehemia wist gut, was er deed, wenn sie twee in zinnen gaan deiden en ze Gott er twee nemen deed vandaar ze wieder. Hij werd goed bekend. Hij werd goed bekend damit dat Gott wann Sinn bekannt wordt, wann ze twee nog Gott drehen, deiden dat Gott sich wird twee naar andrehen. Aber hier werden sie bedeuten kommen, wo Israel, Jerusalem ganz verdorft darben wir en de mensen die lieden daar. Nu helpt Gott denken wat hij versprochen hat. En vers 6 sagt hij, laat deine Ohren doch herhorchen,
en dine uren opzenden. Dat du dienen deiner zijn gebed heerst. Hij is om te doen, eerst nummer 1, dat God zijn gebed wordt erheren. Wat ik voor die dagen nach verdienen deiner, de Israeliten beten doe. Ik bekan de Israël erzenden, wat wie. Hast du mal wat Nehemia deed? Hij deed zich identificeren met de Israëlieten. Hij zegt niet maar bloos dat zij erzenden bekennen zullen, maar hij zegt, ik beken de Israëlieten erzenden. Wat meint dat? Kan du en ik zenden bekennen voor ergens een andere mens? Of wat meint dat hier? Wat we aan die gedaan hebben. Hij neemt zich daar zelfs maar aan. Weet je, ik glaube, wir in Gott zijn Jahren, wo ich aankomen, en ik red van mezelf. Wenn ich in Gott zijn Jahren, wo ich aankomen, weet je, dan is dat niet bloß Jahre, weet je, dan zijn echt damit angeschlossen. Weet je, wanneer ik durch Gott zijn genood weer, dat ik geraad ben, dat ik zum Licht gekommen ben, weet je, ik weer nach Charakter ben, wo ik ben weer. Maar dat niet weer voor andere mensen wat die gebed hadden voor mij, dat weer nach Charakter, wanneer ik nog leven, dat wil ik nach Charakter zijn, wo ik dan weer. Maar we moeten wat toch komen, dat we zeggen, Herr, wie als Nation, in unserem Fall, wie als Mennoniten, wir haben die gar nicht gefolgt. Wir haben unsere eigenen Gesetze gemacht, sind immer wieder von die Weiche gekommen. So dass schließlich, wir sagen bloß, reingehen am Distern. Hij gaat wieder so steht. Wir haben die Weisheit angedauert, wie wir deine Geboten, Anordnungen und Rechten nicht gehalten haben, was du durch dienen deiner Moses angeordnet hast. Er hat das einmal touchstone und sagte, wir haben ja in die gesündigt. Wir sind waren, sind wir ja in die gekommen. Weil wir wurden Trägeronen und lesen in Zweite Chronik, in Ezra und so wieder. Dann würden wir das sein, was passieren, wo die Propheten, Gott schickt Propheten und sie das immer warnen. Immer waren, dass sie gegen Gott gehen, senden und gingen immer wieder, solange Gott verdorben muss. Und Nehemia sagt, das ist, was wir sind. Wir haben das getan. Und dann dreht er ran, wie zu Gott gesagt hat, wer sie sind. In anderen Vers 8 sagt er, denk aber doch an die Welt, was du zu dienen deiner Moses sagen willst. Wenn je mich antworten, weil ich jönt mank de Falsche verstehen. Nehemia wisst dort, dass das wird passiert. Gott hat gesagt, wenn je wollen andere sein, wo ich jönt mank de Falsche verstehen. Nehemia verstand das. Dann helpt er Gott denken. In anderen Vers 9 sagt er, wann je überträge noch mich kommen wollen. Und da hat er Gott denken, helfen nicht, dass Gott das für jeden hat. Aber Nehemia stimmt das auch. Sagt er, weiß dort, was Gott gesagt hat. Sagt er, wann je überträge noch mich kommen, in meine Geboten holen und befolgen, dann will ich, Gott sagt, dann will ich, auch wenn je versprengt sind, was am Ende vom Himmel, jönt doch von dort lesen und jönt nur die Stadt bringen, die ich gesagt habe, dort mein Name dort wohnt. Nehemia wisst dort. Und dann, wo sie sich in Sinn versüdelt hatten, sozusagen, aber Gott sagt, wenn je dort kommen wollen, sagt er, da wo ich mein Versprechen habe, da wo ich den Top hole von jeder Art von der Welt. Ihr Schwester, was sei wie von der, was passieren wird, wenn wir kicken in der Welt? Wir wollten dort, dass Gott hat gesagt, dass Gott hat Mund gemacht mit Abraham, Isaac und Jakob
einmal war er fast bestätigt. Er sagt, ich war jüngst Gott sein. Und die wollen die sind mein Volk. Sie werden immer waren ja 20. Also, was wird 538 Jahre vor Jesus in der Zeit, dann passiert das. Und wie Jesus geboren wird, was hat er dann? Dann nageln sie Jesus zum Kreuz. Und dann sagt die Bibel, dann dreht Gott sich von am Weg, was? Für immer noch. Temporarily. Für eine Zeit. Solange die Fülle der Herden angekommen sind, sagt er, na, was hat sich gerade nach Jerusalem drehen? Wo weiß ihr, nur die Juden, meine ich. Wo weiß ihr, die Juden haben noch was kommen, noch, was die meisten Juden nicht weiten, aber so viel von dort. Aber Jeremia wusste dort, dass wann sie würden zurückkommen, nu wird das, sagt er, wo wollen sie zurückkommen? In Vers 10. Sie sind jedoch die deiner, sagt Nehemia zu Gott, in dein Volk, wo du gerat hast, durch deine große Kraft, in deine starke Hand. Aber Herr, lass deine Ohren hier horchen, nur dort Gebet von denen deiner, und ab der Gebete von denen deiner, wat denen Namen verrichten. Und laat denen deiner dort von der gelijken, en ja voor genoot voor deze man. Ik wil dem König dort trinken en schenken dein. Hier sehen wir dort, dass wie ich Gebet habt, am Ende von seinem Gebet, sagt er, Herr, dauert zu lenken, dass den, wem ich deinen dau, dass der mir was gehen lassen, ich gebe mich an, zum dort daunen, was er fehlt, daunen, dass den Volk kann geholfen werden. Was passiert dann? Weil wir ein kleines Jahr dann gehen in Kapitel 2. Sein Wort passiert nicht. Ich war nach 2 in Zukunft und habe mir Gelegenheit gehabt, war in der Botschaft haben, wenn es 2 oder nach einer oder 2 Botschaften bringen an, was passiert mit Nehemia, wenn sie gehen, wo sich bereit machen, zum gehen, und was passiert, wenn sie nach Jerusalem kamen, und wo die Wein gebüht worden, und wo Worte für jeden stand wir, und wo Gott am da helfen, und so wieder. Eine sehr große Lektion für jeden einen von uns dort zu lernen. Wir wollen Kapitel 1, Vers 1, man kann was lesen. Kapitel 2, Kapitel 2, Vers 1. In der Monat Nisan, in dem König Artasasta, oder was immer, sein 20. Regierungsjahr aus der Wien Verarmerei stand, nahm ich den Wien und gab dem König dort den. Und ich wir noch nicht so traurig für dem König warst. Dann sehe der König zu mir. Hier fangen wir an zu sein, wo Gott durch dem König arbeiten deit, und wo Gott dem König reinmerken deit, zum Nehemia nach Jerusalem schicken, seine Arbeit zu tun. Dann Vers 2, dann sehe der König zu mir. Warum lautet die so traurig? Du bist doch nicht krank. Nee, das ist dort nicht. Du hast dort mit irgendwas schwor. Ich überfragt mich voran. Ich fragt mich sehr und sehe zum König. Der König möchte ewig leben. Soll ich nicht traurig kicken? Die Stadt, wo meine Vorderbeine begraben sind, liegt versteht und ihre Pforten sind durchgebrochen. Dann sagt der König zu mir, was wünschst du dir dann? Dann bete ich zu dem Herrn am Himmel. Bis der König zu anfragen, was wünschst du? Er sagt zu dem König, was am Hort liegen hat,
Er sagt gar nicht, dass er will hingehen nicht. Er sagt bloß, worum er traurig kicken hat. Dann sagt der König, dann sagt der König zu mir, was wünschst du die dann? Dann bete ich zu Gott. Das erste, was er tat, er bet. Gott, gib mir die rechte Antwort für die Frau. Und sagt zum König, gefällt dem König dort und habt ihn deiner für die Not gefangen, dann lasst mich doch nach Juda reisen, nach der Stadt, wo meine Väter begraben sind, die Ware abzubauen. Fragte dem König, ob der König antwortete, handschaken. Und ich war so wie die Stadt, weil ich von da mit das gewohnt. Aber wir sind doch von hier wieder, wo Nehemia sich bereit machen hat, er wusste, krank wird er brücken zum Dorthan. Und wir wollen sein, ich will bloß kurz sagen, er fragt den König, ob er wird bereit schauen, dass wenn er an den Euphrates Riefer wird kommen, er weiß, dass dort sind Menschen angestellt von der Regierung, von den König, dass keiner wird überkommen und so weiter. Sagt er, gebt mir bereit, dass so, wenn ich da wo hinkomme, dass ich wohl rechtlich reisen kann, dass mir was keiner wird daunen. Wieder sagt er, gebt mir bereit, wenn ich da hinkomme, nur die Leute, die da verantwortlich sind für das Halt am Wald, dass die mir wollen helfen mit das Halt, dass ich wohl kann Halt dorthin bringen, wenn es da viel Halt in Jerusalem der Wein abzubauen. Und also, was wir sagen ist, wir haben gedacht an jeder Ding, was wird fehlen zu seiner Mission. Ich sage, mein Thema ist, Nehemia sein Plan als Mission zu sein Volk. Nehemia wir in seiner Weise Mission. Er wusste dort, dass wir nicht bloß sich abmerken und wohnen daheim und probieren zu helfen. Dort er wusste, dass er hat eine Arbeit. Das tun wir auch. Wir haben eine Arbeit. Wenn Gott uns erlaubt hat, war das eines von den ersten Dingen, wo wir denken, was will ich tun mit meiner Arbeit? Wo will ich mein Leben machen und so weiter. Das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste, was ich sage, was an Nehemia sein Plan war, dass er für Gott kam, er bet, gibt sich an zu der Arbeit, und dann, wie es dort alle getan hat, dann, dass er alle die Details, was wir sagen, Spanisch, die Details, sich machen. Aber Nehemia, wie in seiner Weise Mann, ein Plan sehr wichtig. Ich glaube, das sind viele von uns hier von der. Weil wir sind, merken uns rein. Ich wollte das bloß zum Schluss sagen. Wir merken uns rein, wir wissen alle, dass wir merken rein nach Mexiko fahren und mit einem Team. Tina, Nita und ich haben Reservations, wir haben Tickets gekauft 2 Tage von der Montag, den 7. Dezember, nach Campeche fliehen und seinen Worte für Gelegenheiten sein. Und wir haben Kontakt gemerkt da mit 2 Kirchen, eine spanische und eine deutsche. Seinen auf was die Gelegenheiten ist und wo wir können den Menschen da helfen, Gott sein Wort zu geben. Wir haben 1000, jetzt ist es 1000, aber wenn ich mitteilen, die spanische Spieler, was wir haben, sind 1120, was wir haben, mit Deutsch und Spanisch, was wir in der Hand zu nehmen, was wir haben, zu Menschen da aufteilen. 455 Neue Testament mit Psalmen und Sprüche haben, liegen wir uns gerade alle rein zum Hand nehmen. Die Arbeiter zum Januar, wann immer, daheim zum der Aufteilen, die sind hier, so viele Banden von der. Und ich würde wieder Motto sprechen, bet, fragt Gott,
auf einmal jünt will brücken, zum der Hand fahren und mit einem Zeugnis, das ist Nummer 1. Ich sehe, wie es wie 3 Jahre, 3 Jahre, aber wir bin über 3 Jahre, 3 nach Bolivia für mit einem Team von Kirche hier. Sehr, das Wichtigste ist, dass wir die Menschen, wie sie mit uns leben, und die Menschen mitteilen können, wo wir geraten haben, wo wir sind zum Glauben gekommen und so weiter. Das ist das Erste. Und ich möchte fragen, erst vielleicht, wer von dir und hier, von der, wem Gott geraubt hat, rauben das zum der Hand fahren. Ich habe uns denken, was Gott kann tun, weil wir da über 1000 von diesen Spielern, was da über 3000 Feiersbuben haben, über 3000 Programme ab jeder Spieler. Utteilen kann in einem Gottes Wort, die Bibel. Aber viel mehr noch beten. Nehemiah, der fängt an mit den Beten. Ich denke, das ist, was wir sollen tun. Beten, seine Wort Gott hat für uns. Was kann ich tun? Wo kann ich ein Port tun und dort? Weil wir beten noch zum Schluss. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr Jesus, für was du getan hast im Kreuz auf Golgatha, was du möglich gemacht hast, dass wir können gerat worden, unsere Sinnenschuld betont ist, dass wir können gerat worden, wenn wir an die Leben tun. Wir danken dir, Herr, für den Geist, was du uns, den Heiligen Geist, was du uns gegeben hast, aus deinen Kindern, was in uns wohnen wird, was du in uns ist, was uns leiden und führen wird in uns christliches Leben. Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir können, dass wir dort leben können, haben, weiter dort wir dort haben. Aber wir beten noch, Herr, dass du uns die Bürde möchtest geben, so aus Nehemiah das hat, dass wir möchten sein, dass wir möchten healen und fasten und beten für die Menschen und uns die Hand geben, dass du uns Brücken kannst, Herr, um die Menschen dort zu wissen, was er meint, wirklich gerat sein und die nachfolgen. Ich bete, Herr, dass du möchtest in jedem einem geredet haben von des Morgens und dass dein Wort möcht mit uns gehen und dass die Namen möcht verherrlicht werden durch diesen Tag in jedem einem von uns, in Jesus' Namen. Amen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.